Hey, das ist die berühmte Fußballclub-Hymne vom FC Liverpool. You never walk alone. Du wirst niemals allein müssen gehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja schon eine wahnsinnige Kulisse. Hier 80'000 Leute am Singen. Das Gemeinschaftsgefühl und Zugehörigkeitsgefühl, wenn alle da rumschreien, you never walk alone, das macht etwas mit einem. Nur schon durch das Video, aber stell dir vor, du bist in einem Stadion mit Tausenden von Leuten, die das zusammen singen. Und alle singen zusammen. Ich habe es mal also nicht jetzt, nicht alle zusammen, aber ich habe mir aufgeschrieben, was auf Deutsch heißt. Wenn du durch einen Sturm gehst, halte deinen Kopf oben und fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Am Ende des Sturms ist ein goldener Himmel und das süße, silberhelle Lied einer Lerche. Gehe weiter durch den Wind, gehe weiter durch den Regen, auch wenn sich alle deine Träume in Luft auflösen. Geh weiter mit Hoffnung in deinem Herzen. Und du wirst niemals alleine gehen. Du wirst niemals alleine gehen. Und das Momentum, das dort entsteht, in dem Stadion, das kann man natürlich gut mit massenphänomenologisch erklären, oder? Das löst etwas aus, das ist klar, das reißt mit und so weiter. Aber ich glaube, der Inhalt, der dort gesungen wird, ist auch etwas unglaublich Attraktives. You never walk alone. Du wirst nie werden allein gehen. Das Zugehörigkeitsgefühl oder das Gefühl von Gemeinschaft, dass keiner verloren geht, dass man sich gegenseitig trägt, gegenseitig unterstützt, dass niemand muss allein gehen. Das ist etwas Wundervolles und etwas Attraktives. Und ich behaupte jetzt sogar, dass das etwas Göttliches ist. Das ist etwas Göttliches. Und natürlich, wenn 80'000 Leute im Stadion das singen und ein einzelner Fan hier mit seinen Problemen und Schwierigkeiten hier ankommt und sich hier getragen fühlt und mitsingt, der geht dann vielleicht allein wieder aus dem Stadion raus und hat nicht viel Gemeinschaft erlebt über das Event hinaus. Aber ich denke, in all uns Menschen liegt eine Sehnsucht verborgen, nicht allein zu sein. Liegt eine Sehnsucht danach, dass wir uns gegenseitig tragen, dass wenn es uns schlecht geht, dass wir gestützt werden. Und in einer Zeit, wo Einsamkeit die Krankheit Nummer 1 ist von unserer Gesellschaft, haben wir gedacht, machen wir diese Reihe kontaktlos, weil ich glaube, wir als Kirche haben den Funken von dieser Sehnsucht in uns. Die göttliche Sehnsucht oder der göttliche Geist, der gemeinschaftsstiftend ist. Wo niemand mehr muss sagen, ich laufe allein. Niemand mehr muss sagen, ich bin vergessen gegangen und verloren gegangen. Ich möchte euch einen Satz vorlesen von Paulus. Und er schreibt Folgendes über die Kirche, im Epheser 3, 9-10. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, also durch die Kirche, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erleben. Ich finde das wirklich bemerkenswert, was der Paulus hier über die Kirche schreibt. Er sagt, Leute, ich möchte, dass ihr das alle versteht. Ich möchte, dass euch die Augen geöffnet wird für Folgendes. Er sagt, Gott hat einen Plan gehabt, von Anfang an, seit der Schöpfung. Er hat einen Plan gehabt für das ganze Universum. Und der Plan ist aber irgendwie geheim gewesen und verborgen gewesen. Und jetzt aber, durch Jesus am Kreuz, wird
der Plan, die Weisheit und die Macht von Gott deutlich. Das ist das, was der Paulus sagt. Nämlich die Liebe von ihm zu dieser Welt. Am Kreuz wird deutlich, dass Gott sich hingibt aus Liebe, weil er alle Menschen will zu sich ziehen, weil er will Gemeinschaft haben mit Menschen. Und der Paulus sagt, dieser Plan ist verborgen gewesen. Amigs ist er ein bisschen aufgeblitzt, oder, im Alten Testament, aber wirklich offenbar ist er am Kreuz geworden. Und jetzt kommt die Pointe, die mich fasziniert. Er sagt, durch die Kirche soll dieser Plan konkret werden. Durch die Kirche soll die Liebe, die er zum Menschen hat, Hand und Fuß bekommen. Es ist etwas von dieser Liebe zu hören, aber es ist etwas ganz anderes, wenn du diese Liebe erfährst. Und er sagt, durch die Kirche passiert das, durch Gemeinschaft. Und ich weiss nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast mit Kirche. Vielleicht hörst du das jetzt via Screen und du denkst so, Kirche, ja, Gott und Jesus, okay, aber Kirche ist nicht so meins, weil ich habe das und das erlebt. Und wie immer deine Geschichte ist, ich glaube, wenn die Kirche ihren Auftrag wirklich wahrnimmt, dass durch sie und in ihr die Weisheit von Gott konkret wird, die Liebe, die Gott zu allen Menschen hat, erfahrbar wird, dann ist Kirche etwas vom Besten, was dir passieren kann. Kirche ist das Beste für die Welt. Es ist Gottes Idee, seit Anfang an von der Schöpfung, fürs Universum, ist die lokale Kirche, die sich weltweit ausbreitet. Weil in ihr bekommt seine Liebe Hand und Füße. Und mich begeistert das, so eine globale, kosmische Perspektive einzunehmen auf die Kirche. Und ich möchte heute 2 Menschen vorstellen hier auf der Bühne, die die Kirche von der besten Seite erlebt haben, wie es noch geht. Wo die Kirche die Liebe und die Weisheit von Gott handfest erlebt haben. Geben doch einen herzlichen Applaus und begrüßen Lisa und Chris Foreman, wenn sie hier auf die Bühne kommen. Yes. So gut, danke Chris. Immer parat am Dienen, das Mikrofon holen, sehr gut. Das ist der Chris und das ist die Lisa. Ich weiß nicht, wer sie von euch, genau, um das klarzustellen. Ich weiß nicht, wer von euch sie kennt. Sie sind seit dem Jahr 2005 Teil vom ICF Basel. Und sie haben beide australische Wurzeln. Bei ihm merke ich das nicht so, er hat einen Thurgauer Slang, ich hoffe, ihr versteht ihn, aber bei ihr merkt man das mehr. Und sie sind jetzt gerade zurück auf Australien, sind 2,5 Jahre dort gewesen, haben das geschafft, mit ihrer Familie, haben das mitgenommen, haben 3 Töchter, man sieht noch ein Bild eingeblendet von euren 3 wunderbaren Töchtern. Ich habe den Namen vergessen. Arisia, Melody und Jemima. So cool, genau. Und sie haben Kirche auf eine grandiose Art und Weise erlebt, die ich inspirierend finde. Und nehmen wir uns doch mit, wie das für euch war. Also, wir haben tatsächlich das erlebt, dass durch die Kirche von Gott, dass we will never walk alone. Das haben wir wirklich sehr stark erlebt. Und wirklich Gottes Liebe radikal erlebt, genau wie du es vorher gesagt hast, Matthias. Wir haben über mehrere Jahre eine internationale englisch sprechende Großgruppe, so Small Group, geleitet. Wir haben uns wöchentlich ins Keller vom YMCA getroffen und sind oft auch so YMCA-Gäste zu uns gestoßen und manche, die Gott schon kannten, andere, die einfach interessiert in der christlichen Glaube waren. Und genau, es ist immer eigentlich eine tolle Zeit gewesen. Und als ich mit unserer zweiten Tochter schwanger war, haben wir es mal erlebt. Ja, ich bin mit der 12-wöchigen Kontrolle gegangen, habe einen Ultraschall bekommen, wie immer. Und es hat uns gesagt, eigentlich, dass eine Gehirnfehlbildung gestanden war.
wie ihr vielleicht auf das Bild sehen können, auf die linke Seite, ja genau, die linke Seite vom Bild, von der Linie dort sieht man das einfach ein normales Gehirn von das Baby. Auf der rechten Seite sieht man so ein schwarzes Loch, das einfach mit Flüssigkeit gefüllt anstatt das Gehirn. Und da das Gehirn bis zum 8. Woche von der Schwangerschaft eigentlich fast vollständig angelegt ist, hat es geheißen, das Gehirn kann sich nicht so nachwachsen. Und die Ärztin hat gesagt, eigentlich gibt es gar keine Hoffnung, dass das Gehirn sich normal ausbilden kann. Und das Kind wird wahrscheinlich sterben vor der Geburt. Und auch wenn es doch nicht stirbt, wird es einfach sein, das Kind wird eine sehr starke Behinderung haben. Sie hat einfach gefragt, wird Abtreibung, wäre das eine Möglichkeit für uns? Wenn ich das möchte, wäre das eigentlich voll okay. Und ich habe ihr klar gesagt, nein, das kommt mir nicht in Frage und wir werden beten, einfach Gott fragen, ob wir einfach Gott bitten, dass er etwas Wunderbares macht. Das war am Dienstag und am Mittwoch haben wir eine Small Group Abend gehabt, und ich bin dann trotz dieser innerlichen, herzzerrissenen Situation, innerlichen Chaos halt trotzdem gegangen und habe den Abend auch geleitet. Ich weiß nicht, wie ich das genau gemacht habe. Ich bin kürzlich wieder gefragt worden, wie ich das gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich bin so dankbar, dass ich gegangen bin. Die Lisa hat nicht mögen, verständlicherweise. Und der Abend war so etwas von kraftvoll für uns. Und hat eben wirklich so gezeigt, was Kirche ist. Weil wir haben erzählt, ich habe das erzählt und ich bin so wirklich, oder wir sind wirklich so auf Hände getragen gewesen. Wir haben, Leute haben für uns gebetet und haben sich voll hinter uns gestellt in dieser Zeit. Es hat Leute gehabt, die Gott nicht so kennen oder gar nicht und auch mitgebetet haben. Und die Small Group hat dann aus sich aus gesagt, hey komm, wir machen doch eine Fasten- und Gebetszeit. Weil wir gewusst, in 2 Wochen können wir wieder zu einem weiteren Ultraschall gehen und zum schauen, wie das dann ist. Und die Small Group hat sich zusammengestellt und gesagt, hey komm, wir beten jetzt einfach für euch. Und da hat es einfach Leute gehabt, die Gott nicht kennt, haben gesagt, komm, wir beten auch, wir machen mit, wir fasten. Und 2 Wochen später sind wir dann wirklich bei dem Ultraschall gewesen und die Hirnfehlbildung ist nicht mehr erkennbar gewesen. Also man hat sich gefragt, was dann eigentlich das ist die Australien gewesen, was denn überhaupt los ist mit der Schweizer mit der Medizin, was da falsch gegangen ist. Also es war wirklich sehr erstaunlich für die Ärzte. Und ich kann euch vorstellen, wie wir uns gefühlt haben. Wir haben das zelebriert. Es war eine riesige Ermutigung für die Small Group und alle Leute, die einfach gebetet haben und unterstützt haben in dem Ganzen. Und dann ein paar Monate später ist sie auf die Welt gekommen, die Little Miss Foreman. Wir haben uns überlegt, wie wir sie nennen könnten. Wunder ist ein komischer Vorname. Und darum haben wir sie nachher Melody Praise genannt. Wow, come on! Es ist schon unglaublich, so Geschichten, wenn man das hört, oder? Gott macht manchmal so krasse Sachen, oder? Und es ist wirklich ein Wunder passiert, der Ultraschall, wo dann anders aussieht. Und jetzt Melody, ich kenne sie, ich habe sie kennengelernt so letzte Woche oder vor 2 Wochen. Und es ist so ein aufgestelltes, junges Mädchen und wo wirklich ein Wunder, ein lebendiges Wunder eigentlich ist. Und Halleluja Gott, oder, für das Wunder. Und ich habe mir aber in der Vorbereitung gesagt, dass Gottes Liebe und seine Kraft oder seine Weisheit, die wir vorher geredet haben von Paulus, oder? Dass sich das nicht nur in dem Wunder gezeigt hat. Und das würde mich wundern. Was ist das? Genau, wir sind wirklich, wir sind mega dankbar für Melodies Leben. Und auch wenn sie manchmal nerven kann, denken wir immer wieder, wow, was eigentlich hätte sein können. Und wir sind wirklich dankbar dafür, dass Gott sie geheilt hat. Und wir freuen uns mega an ihrem Leben. Eigentlich, als wir noch in der Not waren, der Wendepunkt ist aber schon vor der 2. Ultraschall gekommen. Als wir noch nicht gewusst hätten, wie es mit ihr ausgehen werden, sind wir wirklich zu diesem Punkt, wir haben das Gefühl von Gott gehabt, er hat uns wirklich unglaubliche, übernatürliche Frieden gegeben. Und wir haben das Gefühl, als ob er uns gesagt hat, hey, ich habe eure Gebete gehört. Und Gebete von allen anderen auch. Und ihr könnt euch ausruhen.
was passiert, wird eigentlich das Gute sein. Eure Zukunft ist in meiner Hand. Und dann haben wir das wirklich auf dem Weg zum zweiten Ultraschall haben wir so uns entschieden, hey, wir wollen Gott einfach preisen. Wir können nicht mehr beten und nicht mehr bitten. Wir haben das Gefühl gehabt, jetzt können wir ihn einfach preisen. Wir wissen nicht, wie es so weiter hinausgeht. Und das ist wirklich ein Wunder für uns gewesen, einfach dieser Frieden. Ja, und wir haben Freunde, die letztes Jahr etwas Ähnliches erlebt haben, die auch durch eine ähnliche Situation so wirklich so zu dem Punkt vom Vertrauen in Gott unabhängig vom Ausgang von diesen Gebeten eigentlich gekommen ist oder gekommen sind. Und bei ihnen ist es anders ausgegangen. Wir sind an der Beerdigung gewesen, aber sie haben an dieser Beerdigung von dem kleinen Baby Gott preisen für seine Treue und seine Liebe und den Frieden, den sie bekommen haben. Und das ist alles gewesen, das haben sie bekommen, bevor sie gewusst haben, wie es jetzt ausgeht. Und auch da wieder hat es einfach wirklich, ich weiß nicht, eine Heerschar von Leuten gehabt, die einfach für sie gebetet haben und für sie eingestanden sind. Und sie haben wirklich auch genau gleich wirklich so Kirchen im Kleinen erlebt, wie Menschen um sie herumstehen. Und wie im Song, oder? Vielleicht gehen deine Träume kaputt, zerstört, aber du bist nicht allein in dem. Und das ist die Kraft, die uns beide einfach wirklich einfach berührt hat. Es ist schon 2 Ausgänge, oder? Und man wünscht sich für beide den positiven Ausgang. Ja. Aber ihr habt den Frieden und das Treitfühlen haben beide Familien erlebt. Und ich glaube, das ist das Wunder, oder, von Kirche, wo wir wirklich damit rechnen dürfen. Ja, genau. Wir haben eben, um es ein bisschen Small Group Abend noch ein bisschen zu erzählen, wir haben wirklich so wie Gottes Idee von Kirche so hautnah erleben. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin nicht mitgenommen worden und dann sind wir, weiß nicht, etwa 15 Paar Hände auf meiner Schulter gewesen und ich habe so 120% Dreit gefühlt, oder, von diesen Leuten. Und es hat jemand gehabt, der hat so richtig prophetisch gebetet. Es war jemand, der Decent von Malawi. Das hat einfach, ich gemerkt, wir sind auf dem Tiefpunkt von unserem eigenen Glauben. So, wir haben Schwierigkeiten zum Glauben, aber er hat gebetet und er hat geglaubt. Und auch sonst, die ganze Small Group hat geglaubt für uns, wo wir am Boden sind. Und genau an dieser Stelle, thank you for anyone who's watching here or online. It's amazing what you did, what happened. It was so powerful. Thank you from the bottom of our hearts for a little girl Melody. Genau, mit diverse Leute, die hoffentlich das sehen, entweder später oder auch jetzt live. Also heute noch macht es einen Unterschied in ihrem Leben. Genau, wir hatten wirklich einen sicheren Ort gehabt, wo wir uns verletzlich zeigen können, wo Leute sich hinter uns gestellt haben. Wir haben aber auch eine Kraft von Gott erleben, wenn die Leute zusammenstehen und beten. Und auch die Schönheit eigentlich von der Kirche. Für Leute, die vielleicht nicht kirchnah sind. Wir haben aus Johannes haben wir noch einen Vers gefunden, den wir vielleicht einblenden könnten, wo ich finde, der passt sehr gut. Johannes 13, 34. Das heißt dort, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werdet alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also wir haben wirklich Menschen gehabt, die Gott nicht gekannt haben, die einfach so mitgeschwommen sind, sozusagen, mit uns, unser Gebet. Und die haben etwas erlebt, das haben sie noch nie gesehen. Und die haben angefangen, Gott preisen, beten und weiterhin suchen. Genau. Und ich denke, so sollte wirklich die Kirche auch im Kleinen sein. Dass man einander unterstützt, einander kennt, füreinander betet und einsteht und eben halt zusammen läuft, zusammen geht. Mich fasziniert das so, wenn ich erzähle, dass Leute in einer Small Group sind, die nicht gläubig sind und die haben auch mitgefastet und mitbetet und dann passiert so etwas, oder? Und dann haben sie doch gesagt, das muss ich glaube weiterhin probieren. Oder? Mega cool, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so eine Geschichte höre von einer Gemeinschaft, von einer kleineren Gemeinschaft von Leuten, das ist Kirche im Kleinen. Das, was wir jetzt haben, ist Kirche im Großen. Ich liebe das. Aber Kirche im Kleinen, das liebe ich auch. Und ich wünsche mir, dass mehr für mein Leben, und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch möchtest, ein Teil sein von einer Small Group, oder eine Gemeinschaft, die sich treibt, wo unterwegs ist. Und vielleicht wäre interessant, wie das denn entstanden ist. Das ist ja nicht von heute auf morgen, wir haben eine Small Group und wir sind dreit und Halleluja, oder? Ich tue auf der Website ein Formular ausfüllen und dann ist mein Problem erledigt. So geht es ja nicht, oder? Wie ist denn das entstanden?
Ganz einfach, also ganz, wie man sich es vorstellt. Wir haben einfach Türen aufgemacht zu unserer Wohnung und 3 Leute sind reingekommen, ein Strassenmusiker, ein Lebenskünstler und ein Studi. Der Studi ist vielleicht sogar da, Mike. Genau, und dann haben wir einfach angefangen und wir sind weder super vorbereitet gewesen, noch haben wir große Pläne gehabt. Wir haben einfach irgendwo alle zusammen das Herz gehabt, um Gott zu suchen und die Bibel erkunden und das halt auf Englisch, weil damit vor allem jemand von denen ist wirklich ein neuer Christ gewesen und wollte einfach das Weg vorwärts machen. Es war ganz einfach gewesen eigentlich. Und wir haben dann, es ist dann halt schnell gewachsen, weil wir halt wirklich probiert haben, wirklich regelmäßig im ICF Leute, die halt englischsprachig sind oder dann irgendwo mal spanischsprachig einzuladen. Es ist gewachsen, die Leute sind gekommen und gegangen, es war sehr offen gewesen. Aber eben, es ist Jahre gegangen, eigentlich, bis zu dieser Größe angewachsen ist. Und auch so ein bisschen, dass man einander kennt hat, das hat natürlich auch seine Zeit gebraucht. Und es ist dann wirklich über die Jahre von so einem klassischen, wie man sich das vorstellt, Bibelobig hin zu einem wirklich coolen Format eigentlich gewachsen, wo wir am Anfang haben wir zusammen gegessen, mega wichtig. Dann haben wir zusammen gebetet, wir haben geworshipped, wir haben Input gehabt, wir haben oft auch so Small Groups, also so ein bisschen so in einer kleinen Gruppe, würde ich sagen, austauscht und diskutiert. Und eines der Highlights, und das ist, viele von den Sachen sind gar nicht unsere Ideen gewesen, sondern von sonst irgendjemandem. Jemand hat gesagt, hey komm, lass uns doch rausschauen, lass uns doch Projekte unterstützen. Jeden Monat unterstützen wir zum Beispiel ein Kinderheim, bauen wir zusammen oder helfen wir ein Kinderheim bauen in Indien oder wir haben eben in Malawi haben wir mitgeholfen, so ein paar Ziegelsteine bauen für ein Schulhaus. Einfach so, oder was auch immer. Onesimo ist mal gekommen, also der Christian Schneider ist mal gekommen und hat das Projekt vorgestellt. Und so haben wir mega inspirierende Leute auch kennengelernt und immer wieder den Blick außerhalb von unserer kleinen Gruppen eigentlich geworfen. Und das war auch sehr inspirierend. Und das war 7 Jahre, gell? Ja. Und ich gehe mal davon aus, das war nicht immer noch easy gewesen, oder? Und wenn so eine Gruppe starten und dann wird Streit, nach 7 Jahren kommt etwas zurück. Du hast mir das erzählt. Das haben wir nicht abgemacht, dass wir über das reden. Nein, aber es ist mir gerade in den Sinn gekommen. Oder? Ihr habt auch Öben gehabt, wo ihr gar keinen Bock hatten. Also erzähl mal ein bisschen von dem. Das ist absolut. Genau, nein, absolut. Es gibt, also ich würde sagen, am Schluss ist es sogar so, dass wir fast jeden Abend wie so gedacht haben, wow, der Mittwoch, es war immer Mittwoch, das war der härteste Tag der Woche. Wir haben nicht mögen, wir haben eigentlich auf dem Weg da immer Stau gehabt. Also wir oft nicht mögen. Aber jeden Abend, wo wir wieder heimgefahren sind, komplett genudelt mit 2 kleinen Kindern, damals, haben wir gesagt, hey, es hat sich gelohnt. Es ist einfach schön. Es hat sich gelohnt zum Investieren. Und ja, wir haben x schwierige Situationen auch mit einzelnen Teilnehmern gehabt, wo ja, es sprengt den Rahmen, aber ja, wo wir einfach mit denen auch gegangen sind und mit ihren Herausforderungen. Wo wir aber oft haben nachher können 2 Jahre vorgespult zurückschauen und sagen, wow, schau mal, was Gott wieder gemacht hat. Schritt für Schritt. Und wir müssen auch noch sagen, ja, wir haben sehr viel investiert von Energie und Zeit und Tränen über die Jahre. Und irgendwie, wenn man sich investiert, weiß man nie, ob man etwas zurückbekommt. Aber wir haben natürlich jeden Abend haben wir schon etwas zurückbekommen. Auch einfach die Freude, dass wir etwas wirklich gemacht haben, dass wir Leute ein bisschen ähnlich, so näher zu Gott gebracht haben, so weit wie wir könnten. Aber genau in dieser Situation mit Melody haben wir wirklich erlebt, hey, das hat sich alles gelohnt. Wir haben so vieles zurück von dieser Gruppe bekommen. Es ist wirklich Familie gewesen und das hat uns so gestützt. So cool, hey. Vielleicht bist du jetzt da und du sagst, Small Group, hä? was labert ihr da eigentlich? Du bist vielleicht einfach als Gast da oder bist nicht richtig Teil davon. Aber vielleicht denkst du, wie kann das auch in meinem Leben Realität werden, so eine Gruppe? Wie geht das? Das ist eine gute Frage. Solche Gemeinschaft entsteht nicht über Nacht. Es braucht wirklich Zeit, es braucht Commitment und gegenseitiges Vertrauen und Offenheit. Wenn man an eine Familie denkt, ich denke so in meiner Familie in Australien, ich habe einen Onkel und er kommt eigentlich nie zum Familienfesten, außer er bekommt vielleicht etwas Persönliches davon, aber eigentlich kommt er nicht so gern und er redet schlecht über die Familie und ja, niemand kennt ihn wirklich gut und er kennt uns wirklich auch nicht gut und das will er auch nicht. Und wenn er immer Probleme hat, wird er nie zu der Familie kommen und wir werden nicht für ihn da sein. Er ist eigentlich Familie, er ist mein Onkel, aber er ist einfach nicht wirklich, hat diese enge Beziehung. Auf der anderen Seite habe ich eine Tante und sie ist genau das Gegenteil. Sie ladet uns immer wieder ein als so die Familie. Wir haben immer die Familienfeste bei ihr und ja, wir erleben ihr Liebe
und sie umarmt uns und wir helfen sie gern, wenn sie mal Probleme hat oder wenn sie Hilfe braucht. Und es ist eigentlich gleich hier in Gottes Familie. Wenn man Teil davon sein will und wirklich ein aktives Teil, eigentlich müsste man ein aktives Teil sein, muss man Liebe zeigen, muss man nicht wie mein Onkel sein, wo wir kennen ihn nicht so, aber man muss wirklich so Zeit investieren. Das ist ganz wichtig. Wir haben eigentlich alle überfüllte Leben und wir müssen das wirklich als Priorität dann in den ersten Punkt setzen, dass wir für die Familie da sind. So diese engen Beziehungen, die entstehen durch Zeit, die wir miteinander verbringen. Sei das wirklich, es könnte im Team sein, wo wir so in der Kirche, wo man in ein Team schafft, oder Betreuung 1:1, kann auch in Small Groups kommen. Genau, und ich glaube auch, also einer der wichtigsten und ersten Punkte ist einfach Gebet. Ich glaube, wenn wir zu Gott kommen und wir haben das auch erlebt, wir haben auch gesagt, hey, wir haben geheiratet, was machen wir jetzt? Lisa hat nicht mehr wollen, dass ich in Youth Planet mitmache. Komm, wir machen etwas zusammen. Und dann haben wir gestartet, oder? Eine Small Group gestartet. Also wir haben gebetet und ich glaube, wir können alle beten und sagen, hey, look, zeig mir doch zum Beispiel die richtige Person, um ins Gespräch zu kommen. Heute, oder die richtige Person, um einen Schritt weiterzumachen. Zeig mir, ob es vielleicht da ist, wie der Timon vorher gesagt hat. Vielleicht bin sogar ich die Person, um eine Small Group zu starten. Genau, also einfach mit dem Gebet starten, wenn man es ernst meint. Ein weiterer Punkt ist einfach regelmäßig dort sein, dass man eben als aktive Teilnehmer und vielleicht auch zum Mittagessen da bleiben. Ich liebe Mittagessen nachher, wenn man einfach mit Leuten einfach zusammenkommt, ganz locker und aber auch dort auch ganz tiefe und tolle Fragen kann stellen und tiefe und tolle Gespräche eigentlich kann haben. Es muss nicht immer nur ums Wetter gehen oder Fußball, obwohl Fußball jetzt aktuell wäre, oder? Genau. Aber wir haben wirklich die Chance, die Möglichkeit, lass uns doch die nutzen. Genau, und ja, wenn du daheim bist, dann geht es vielleicht nicht gleich gut, aber wenn du da bist, dreh dich um, lerne die Person, die hinter, vor dir oder neben dir ist, ein bisschen besser kennen. Genau, also das sind so Chancen, Möglichkeiten, zum aktiv zu sein. Genau, es gibt, Timon hat es auch erwähnt, es gibt später ein Small Group Starter Apero, wo du teilnehmen kannst, um zu sagen, hey, ich will das mal anschauen, gäbe es eine Möglichkeit, wäre das etwas Interessantes für mich? Oder nächste Woche gibt es einen Small Group Markt, wo diverse Small Groups sich so wie vorstellen oder so ein bisschen einen Stand haben, wo man mit den Leuten redet, einfach zum ein bisschen überlegen, hey, wäre das eine Möglichkeit für mich? Genau. Und vielleicht bist du ja schon ein Teil von einer Small Group oder Team Group und es ist super. Und auch dort, hey, wir ja auch, lass uns ein aktiver Teil sein dort, lass uns grosse Erwartungen haben, was Gott am Machen ist, auch gerade durch diese Gruppe. Was können auch wir füreinander tun und genau, sind auch offen für neue Leute und was Gott will tun. Genau. So gut. Wir sind über Jahre immer noch begeistert von Kirche, oder? Wieso? Wieso? Wir sind alle für Gemeinschaft gemacht, mit Gott, miteinander und ja, wir glauben wirklich, dass die Kirche Gottes Antwort ist auf die Einsamkeiten der Welt und die Probleme, die so viele Leute haben. So Kirche in Großem, so wie uns hier heute, wir können so vieles bewegen, so praktisch, so wie zum Beispiel so nach der Reach haben wir so Hunderttausende Franken zusammengelegt für Leute in Not. Das ist unglaublich. Das kann man nicht in eine kleine Kirche machen, aber in der großen Kirche können wir das machen. Wir haben über die Jahre Deutschkurse für Flüchtlinge gehalten und jetzt haben wir Lernmattreff und es sind sehr viele Leute, können wir einfach helfen durch die große Gruppe und das ist wirklich toll. Aber andererseits eben Kirchen im Kleinen begeistern uns genauso fest. Weil das ist genau der Ort, wo wir einander gegenseitig herausfordern können, wo wir einander ermutigen können, eben im Tal, wenn es schwierig wird. Der Ort, wo wir voneinander lernen können. Wir lernen voneinander. Und ich finde auch, für mich ganz persönlich, oder, wenn man etwas Tolles hört, oder, an einem Sonntag, dann denkt man vielleicht mental, ja cool, aber wie sieht das denn aus? Und in der Small Group, oder muss gar nicht in der Small Group, einfach in Beziehungen, im Engen, da kann man die Sachen besprechen. Was heisst denn das für mich? An einem Dienstagmorgen. Wie sieht das aus?
Und manchmal, wir lernen so viele auch ganz praktische Ideen voneinander, wie wir das ausleben können. Oder auch mal ehrlich sein und sagen, ich pack's nicht. Und dann kann man einfach beten füreinander. Und ein weiterer wichtiger Punkt finde ich auch so ein bisschen unterschiedliche Standpunkte, oder? Wir haben ja oft auch, also in unseren Jahren mal wirklich komplett, zum Teil theologisch, komplett unterschiedliche Ansichten gehabt. Und wie gut ist es, wenn man mit jemandem kann in Respekt das ausdiskutieren oder durchsprechen und am Schluss haben wir immer noch unterschiedliche Standpunkte, aber wir respektieren und lieben einander und akzeptieren einander so, wie wir sind. So cool. Das kannst du hier im Grossen nicht, oder? Da laufst du weg und denkst, da bin ich nicht ganz einverstanden gewesen. Aber wie cool ist es, wirklich das in einer Beziehung eigentlich besprechen. Und auch Zweifel und Fragen, auch die haben Platz, dass wir einander auch Mut machen können. Weil uns geht es immer allen gleich. Wir haben immer mal Zweifel und mögen nicht. Und wie toll ist es, wenn wir jemanden haben, der einfach mal einfach Ermutigung spricht. Oder einfach ihren eigenen Glauben. Und ich glaube, das ist fast noch etwas, was mich eigentlich immer wieder mal zu Tränen rührt und einfach umhaut in Small Groups. Ist, wenn jemand anders erzählt, wie Gott sie erlebt hat oder wie Gott sich zeigt in ihrem Leben. Ich sehe Gott auf meine Art und Weise, aber wie jemand anders Gott erlebt oder wie geflasht sie sind, wie Gott die Welt geschaffen hat und dies und das, das begeistert mich, weil ich kann wie so reinklinken ins Leben von anderen und sehe, wie Gott viel größer ist als nur mein Leben. Zum Beispiel ein Freund von mir in Australien, der hat es umgehauen, dass es die Fibonacci-Zahlenreihe gibt. Seid euch sicher, ihr wisst sicher genau, was das ist. Und ich habe es nicht gekannt, also wir müssen googlen und so. Und für ihn ist das, er ist neu im Glauben, für ihn ist das einer der Gründe, warum es Gott gibt. Mathe ist so, das flasht ihn, oder? Und mich hat das ermutigt. Ich als, weiß ich nicht, 20-jähriger Christ und er ist irgendwie 3 Monate Christ, oder? So, und es hat mich ermutigt. Ich finde das einfach, ja, genau, das finde ich eigentlich ein Megapunkt. Ja, und eben in dem Sinne würde ich einfach sagen, hey, lass uns einfach wirklich grosse Erwartungen haben an die Kirche im Großen und im Kleinen. Und nicht, was die Leiter für uns machen können oder was die Kirche für uns kann machen als solches, sondern was wir zusammen als Familie wirklich bewegen können. Amen. Zuhören. Das war gut. Hey, vielen Dank. Vielen Dank. Wir machen jetzt etwas Neues. Oder etwas, was wir normalerweise nicht so machen. Wir sind in der Serie kontaktlos. Normalerweise kommst du hier an und hörst eine Predigt, dann gibt es Worship und dann gehst du wieder raus und vielleicht gehst du noch kurz Mittagessen. Halleluja. Vielleicht auch nicht. Auch gut. Ich möchte jetzt eine Gebetszeit haben mit uns als Gemeinschaft. Und ich möchte, dass wir beten, dass wir als Kirche wirklich einen Impact haben hier in der Gesellschaft. Und wenn wir relevant sein als Kirche hier in der Region Basel, dann müssen wir uns im Grossen treffen, aber auch im Kleinen. In der Apostelgeschichte lesen wir von der ersten Kirche, die haben sich im Tempel getroffen, haben gefeiert, das Grosse, das ist der grosse Aspekt von Kirche, aber sie haben sich nachher in den Häusern getroffen. Und wir glauben fest daran, dass die Kirche sich im Grossen muss von im Kleinen, dass Menschen Anschluss finden, dass Menschen Jesus ähnlicher werden können. Und ich möchte, dass wir jetzt eine Gebetszeit haben, wo du mit deinem Sitznachbar, du kannst dir einen aussuchen, links oder rechts, der, wo du das Gefühl hast, ist besser. Genau. Ich möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir beten. Für die Region. Und dass wir als Kirche anfangen, eine Antwort sein für die Einsamkeit hier in unserer Welt. Und dass Gottes Plan, den er hatte, von Anfang an, seit dem Universum, dass das Realität wird unter uns. Okay? Die Band spielt im Hintergrund. Du hast kurz Zeit, dich vorzustellen, wenn du die Person nicht kennst. Lass uns beten für unsere Church, für die Kirchen in der Region, dass wir einen Platz schaffen können, wo Gottes Funken von Gemeinschaft überspringt. Ich komme dann nochmal auf die Bühne und mache dann den Abschluss. Such dir jemanden aus und bete mit dieser Person für ein paar Minuten. Amen.